Morgen. Mijn vader was vandaag morgen Gott zijn woord ver te brengen, want dat eenmaal te tijden ook niet dat leichtste is. Besonders wenn Gott einem was am Herzen liegen hat, von zu reden, wird da eenmaal nicht sehr viel Frieden geben hat, spürt sich so. Vandaag morgen ist ein Thema, was ich mir wählen, das ist der Kampf in das Familienleben. Der Kampf in das Familienleben. Ich weiß nicht mehr, wo ich den Thema will stellen, wo ich den will geben. Ich dachte auch an der Segen in das Familienleben. Weil das ist ein Segen. Eine Familie ist ein Segen von Gott. Aber wir wissen das alle, ich glaube, wir wollen alle mal tauschen, dass das Familienleben ist eine Gefahr. Weil wir sind eine große Gefahr gegen den Feind, wenn es die Familie proben zu vernichten, zu verdorben und zu verrieten. Und das, was wir von der Samarias wollen von hören. Und was der Ursache ist, warum der Feind so sehr gegen das Familienleben ist. Und ich will hauptsächlich reden von der Einheit. Von unserer Einheit, von Morgen und Früh. Und unsere Abgebung in das Familienleben. Weil das ist ein Segen von Gott. Gott hat die Einheit angeführt. Das ist, was Gott angeführt hat. Er braucht Morgen und Früh Taub, um Taub zu leben. Und das soll eine Familie geben, durch Morgen und Früh, durch Adam und Eva. So soll die Familie anfangen und so fängt er auch an. Und er sehen dort, was er angefangen hat, was er bestätigt hat. In 1. Mose 1, Vers 28 sagt er, und Gott sehen dich. Gott sehen Adam und Eva und sagt, möcht ihr Kinder haben und ihr über die ganze Erde vermehren. So sein Plan wird und sein Verlangen wird, dass Adam und Eva würden taub eine Familie haben und dass die ganze Welt wird vermehrt worden dadurch und dass die Familie wird wachsen und teilnehmen. Und das, was Gott geplant hat, was er gemerkt hat, das checkt er an und sagt er an, dass wir was gaudet. Das wird was gaudet, was er im Sinn hat. Und wenn jetzt ich euch näher, ich dachte, dass wir in der Wirklichkeit und checken, das ist ein Segen. Das ist wirklich ein Segen von Gott. Aber dann, wenn wir nicht checken, dann wir wollen alle mal ein Tausch tun, dass wir stehen in der Gefahr. Die Familien sind in der Gefahr von der und auch. Und das wird schön gehen, wenn ich kann sagen, hier in unserer Kirche, in unserer Meer, du hast das Geist dort. Du hast die Feind gemacht, die Familie zum Prophet zu verrieten. Würde nicht fern sein, wenn wir können sagen, oh, hier ist das Geist dort. Der Feind, der bleibt hier büten. Der hat keine Macht in unserer Meer. Aber weißt du was, das wollen Lehe sein. Das wollen Lehe sein, wenn wir das sagen. Ich weiß, dass in jeder Familie, was Gott top gebracht hat, da wird der Feind in der Gefahr sein und da wird das proben zu vernichten. Und wie kann die Erfahrenheit sein und wie kann auch sein von der und nach. Besonders in der Zeit, wo wir beim Leben da und wie kann das sein, wo viele Familien verraten wurden und verdorft wurden von den Feind. Und der Feind sagt dort, er sagt, was Gott getan hat, dass Gott hat diese Familie angesehen und er hat die Einheit angeführt und da sagt er eine Gefahr an. In 1. Mose 1, Vers 31 sagt Gott, er sagt, was er gemerkt hat, und er sagt, das wird gut. Und er sagt nicht, dass das bis gut wird, er sagt, das wird sehr gut. Nur 1. Mose 1, Vers 31 nur. Also das, was er getan hat, sagt er, das wird sehr gut. Er sagt dann an, als gut. Das wird nicht mehr erreicht. Das wird gut, was er getan hat. Und das soll ein Segen sein. Und das ist in der Wirklichkeit auch ein Segen. Deswegen haben wir so hoch Ursache zu kämpfen für das, was Gott uns mit gesegnet hat. Und der Feind sagt nicht an, als was gut ist. Er guckt nur und er sagt, dass das wird nicht was gut für arm. Weil alles, was Gott gemerkt hat und was er getan hat, da hat er kein Verlangen noch. Das kann er gleich leiden. Er leidet das sehr schlecht, was Gott gemerkt hat, was er gesegnet hat. Und der Feind gleich nicht der Einheit, weil das ist ein Bild von Christus in der Kirche, in der Gemeinde. Das ist ein Bild davon, und deswegen kann der Feind dort nicht leiden. Und der Feind gleich der Familie auch nicht, weil Gott das angeführt hat, und der Feind weiß auch, dass der Vater und der Sohn, das ist eine Familie. Und das können nicht leiden. Und er kann Jesus Christus auch nicht leiden. Und wir wissen, wenn wir lesen, dann, wo er probiert, Jesus zu verdorben, als er hier kam, die Verlorene zu erlösen. Und das wird Gott sehen.
En de vindt alles wat hij kon doen, de familie daar te verdorven. Want hij had kunt, hij wilde het doen hebben, maar hij kon dat niet. En God sei Dank dafür. En door als God Adam en Eva had im Garten top gebracht en de eigen gezegend had en zijn dat ze zullen een familie top hebben, krijgt door je vangt de kampf aan. Voets van Anfang an. Hij leidt er niet uit dat hij de wil tagloten met wat God geplant had verernt. De kampf vangt dort zwischen Adam en Eva aan. Wils God had door twee passende personen gemerkt voor einer voor den anderen. Dat weer een passende persoon voor de familie. Er wird nichts nicht mit Arach. Als hij Adam gemerkt had, hij jenken nou naar Rab van Adam en Mjuk een vrouwmens daarvan. En hij zei, hij had een passende persoon gemerkt voor Adam. So dat weer een perfect family. En dat kon hij zeer slecht leiden. En als hij vindt dat zag, dan proeft hij voets met de vrouwmens aan. Dat zegt de vrouwmens, dat is dat zwakste poort van familie, van een eigen poort. Zo hij vangt voets van Eva aan en probeert te bereden dat zij zal gegen God gaan. God had verboden dat zij niet zullen van een gewisse vrucht eten, wils dan worden zij ter erkenntnis komen wat de slecht en wat de arg weer. En God wil niet gaan dat zij dat zullen komen. Zo hij had verboden, dat zal niet van deze vrucht eten. En de vrienden kunnen Eva bereden van deze verbodene vrucht te eten. En dan laat er man ook geven en daarmee hadden ze zich beide verzindigd tegen God. En daar vangt het aan. En voets nu dat weer de onvrede in de familie. Door je hebt het voets aru in de familie. Ze vangen zich aan den anderen te beschuldigen. Krijgt van der dag nog maar dat. Ze zeggen, dat is die schuld waarom ik dit of dat gedaan heb. Weens die heb ik dit gedaan. Dat is die schuld. Als die, ze hadden hier, dat wat we hier met je nu kijken, naar deze geschichte in 1 Mose 3, dan kunnen we zien, God had ganz vrede met de mensen, met Adam en Eva. En om hier nog dat lezen, dat het iets is van de vlechte gemeenschap gehad aan einer met den anderen en met God taub. Aber hier wird ein Tag, wo Gott auch war an dem Garten nennt heim, und Adam, der verstürkt sich. Adam und Eva verstürken sich von Gott. Sie hatten Angst. Und warum hatten sie Angst? Weil sie hatten sich verschuldigt gegen Gott. Und als Adam frug, Gott frug Adam, wo er war. Und dann sagte er, ich hier im Garten ankomme, und mir wird Angst. Dann frug Gott, warum wird die Angst? Hast du von dieser Frucht gegessen, was ich dir diese, dieses nicht von eten? Dann du fängt der Fuß an, seine Freude Schuld zu geben. In 1. Mose 3, Vers 12, sagt der Mann, und der Mann sagt, die Freude, die du mir gibst. So Fuß sagt er, die Freude, die du mir gibst. Der hat Gott beschuldigen, auch seine Freude beschuldigen. Trotz woran ich das tue, sagt er, die du mir gibst. Der gibt mir von dieser Frucht und ich auch. So, hij nam zich de schuld niet zelfs aan. En ik dacht, als we vandaag krijgen, dan hebben we gelijk gestart. We zijn niet wel ons de schuld zelfs aan te nemen en dan damit te delen. Maar waar we de anderen de schuld geven. Zo gelijk als Adam zegt, hij zei, de Freude, die du mir gibst. Vielleicht hat er so gesagt, jetzt nicht in der Schrift, aber ich dachte bei mir selbst, so, vielleicht hat er gesagt, dass wenn du das früher nicht gemerkt hast und da hier im Garten angebracht hast hier für mich, da würde ich mich nicht verschuldigt haben. Aber das wird wenigstens da. Das sind meine Gedanken. Dann hat ich mich vielleicht nicht verschuldigt, gegen die. In der 4. Proef van der dag haben wir kraak datzelfde. Hij proeft de manna gegen de vrouwen te draaien en de vrouwen gegen de manna. Dat hij zich oneinig worden en dat de anderen beschuldigen doen. Dat de eigen partner onvrede in de meer gaan. En God die leidt er niet dat de vrouw dat gedaan had. So, God vroeg Eva in 1. Mose 3, vers 13. En God, der Herr, zei tot de vrouw, wat hast du bloß gedaan? En zij geeft de slang de schuld.
Sie wird auch nicht wollen, die Schuld auf sich zu nehmen. So sie gibt der Schlange die Schuld. Und dat wird auch der Schlange wieder seine Schuld. Der könnt bereden dafür. So, aber ich dachte bloß, dass als von der nach mal Krieg steht, dass das vielleicht nicht mal ganzes Adam und Eva deuten, aber doch wieder nach mal Krieg steht. Wir probieren einmal einer den anderen der Schuld zu geben. Wir haben schwere Titel tauschen, wenn wir im Rechten sind. Wir probieren andere einmal der Schuld zu geben. Einmal ans Partner seine Schuld. Einmal, als vielleicht darum sehe ich so leicht da, als wenn du mir immer bodern ist, immer fragst du mir, wo wir ich? Warum komme ich nicht in ein Haus? Warum bleibst du so lange bei der Arbeit? Oder was immer das ist. Und dann wollen wir vielleicht leicht da und sagen wir, als wenn du, warum ich so leicht da geworden da. Das du, das ist immer so neugierig, was ich alles da. Das ist deine Schuld, warum ich so leicht da geworden da. Oder was immer das mag sein. Weil Gott sein Plan von Anfang an wir, dass Mann und Frau sich einig werden, sich einer den anderen leben leiden und dass der Friede in ihr Leben wir. Dass der wird taub, kann Friede und Leben in ihrer Ehe sind. Du sagt in Epheser 4, Vers 25, Manna, hier das von der Manna, sagt er, Manna, sieht jene frühes, großer Gott aus Christus seine Gemeinde Gott wir, und sich selbst für eure Hand geben leid. Leid wir unsere frühes, so sei er aus das hier sein, dass Christus lebt die Kirche, so sei er gibt sein Leben Hand für die Gemeinde. Ohne Bedingung gibt er sein Leben Hand für die Gemeinde, um das zu raten. So wie wir uns Leben Hand zu geben für unsere frühes? Also so soll wir unsere frühes leben, sagt er zu der Manna. In Vers 16 sagt er, dass er heilen können, als er erst mit dat Wut, so als mit Wut gewaschen hat. So er die Kirche reinigen mit dat Wut, mit Gott sein Wut, dat er reinigen. Dass er in seine Augen nicht plagig oder verknutscht oder herrlich oder äußerlich wird. So eine große Liebe hat Gott für die Kirche. Er wascht mit seinem Wort. Wir haben sein Wort und wir können unser Frühes auch waschen mit dem Wort. Der Sehnen, der das Wort verlesen. So eine große Liebe soll wir haben für unser Frühes, dass Christus für die Gemeinde hat. Und sich selbst ganz handgeben leid. So, das hier redet halt der Mann an, Vers 25. Aber wenn wir zurückgehen dann noch Vers 2, da redet er von einander, von Epheser 4, Vers 2 sagt, sieht einander so gut als Christus uns gut wir, in sein Leben für uns abwart, als einen scheinen Geruch, an den Gott einen gefallen hat. So hier redet von einander, wenn wir uns einander so gut sind, als Christus die Kirche gut wir. So das hat auch noch zu tun, dass wir mal ein Bad proben, einander leben. Wie man in Bett das soll wollen, dass wir uns einigen und dass wir können leben in der Gemeinde, in der Familie sein. Gott will haben, dass der Ehe soll rein und herrlich sein und bleiben. Dass der untereinander sollen sich treu bleiben und rein bleiben. Wenn wir in Hebräer 13, Vers 4 kijken, dann können wir auch lesen von was das geschrieben wird von der Ehe. Hebräer 13, Vers 4 sagt, dass der Ehe soll bei alle in ihren geholen werden. In das Ehebad soll rein bleiben, weil Gott wird der Hörer und Ehebrecher richten. So eine Ehe soll rein sein, unverknutscht. Eine reine Ehe soll es sein, und es soll rein bleiben. Weet je, van de dag, wanneer we kijken dan in het eigen leven, dat we vrede leven, de wereld heeft zoveel aan te bieden wat de eigen kan verdorven. Wat kan veel schade doen. We hebben computers, we hebben cellphones, we hebben verschillende dingen
wat vandaag gebruikt worden, tam allerhand verschiedene nu kijken en wo we worden verskloofd unja en dan later dan moet we lijden unja, dan moet de familie lijden unja dort. En ik denk bijzonder aan pornografie, wat je dat als zeer rief vandaag. Zeer rief. Dat is zo leicht te handelen, bro, een paar knupsen aan draaien en hand ze dat ver uren door. En dat is te handelen voor iedereen een. Zo zeer leicht te handelen. En daar heeft hij geen schuld aan. Want die wil het keren dat de mensen dat zal een trachten gaan doen. En dan doen gewoon in tijd te aan verziemen. En eigen door verdorven met. En veel mannen hebben zeer trouble met eeuwigslast of fleischeslast. Ik zal vielleicht niet zeggen bloß mannen, dat zijn früher krijgt zich uit. We hebben alle schuld daarmee en we zijn verskloofd in die zaken in die tijden. En zo zijn eeuwigslast en fleischeslast en zo wieder. En dat kan zoveel schoden tussen man en vrouw doen. Wat zal een zegen zijn voor de familie. Ik leid dat wat Hiob van zichzelf zeggen deed. Hij had nog wel ook wat trouble gehad aan met eeuwigslast. En hij zei hij had met zijn eeuwen bereid dat hij niet woord naar vroeger kijken op zo'n wagen staat. Nu Hiob 31 vers 1 nu. Hij zei, ik heb dat met mijn eeuwen vast bereid. Zo hij moest zichzelf een deel maken met zijn eeuwen bereiden dat ik wil niet kijken naar vroeger op zo'n wagen staat. En dat wordt we ons ook einig worden met, dat we ons zelfs eingehen, dat we worden zijn dat we onze eigen niet worden verdorven met dat. Vielmaal zeggen we vielleicht, nou bloß is een stad kijken, wanneer ik zo wat er heerst dat je doen hebben met andere vrienden, bloß dat je kijken, dat is je zoveel met arg. Waarvoor dan met arg zijn? Want ze bloß kijken doen. Maar wat zegt Jezus daarvan? Matthäus 4 vers 28. We gaan kijken wat Jezus zei in dat van zoont. Dat hij ook over zij junt, wer een frühmensch daarop aankijkt dat hij hebben mocht, heeft bij zich im hart al met eigen excuse me, ik wil het helemaal lezen. Heeft bij zich im hart al met de eigen gebruiken. Ik heb hier wat Jezus daarvan zei dat. Bloß toen kijken al, wanneer een verlangen gaan doen, wanneer de gedanken bijkomen doorgaan, te zijn van die zonne gedanken 34 tot dan hast je al in die hart de eigen gebruiken. En wat zegt Hebreeën hier? Hebreeën 13 vers 4, dat de eigen bad zal rein blijven. We staan in een grote gevaar. Jede dag. Want wie zal onze vroegste God ons met je zegen heeft trouw blijven? En ook krijgt zich ook de vroegste Ermana. We zal einer den anderen trouw blijven. Weet je, want wie zullen oprechtig mal sein? Ik wonder, hoeveel van ons würden sagen, wir sind schuldig daran. Wir haben uns eine Zeit oder andere Zeit verschuldigt daran. Bloß eine andere frühes Kicken en haben vielleicht unsere Gedanken lassen wegran en haben uns verschuldigt damit. Das Jesus sagt, dass wenn die durch Kicken tun, auf so eine Anstellung, dass die wollen haben. Ich glaube, viel von uns, vielleicht alle würden man sagen, wir haben uns einmal verschuldigt daran. Wie Gott ist eine sehr wichtige Sache. In Matthäus 4, Vers 29 sagt Jesus, wenn die reichte u, die für u sagt zu singen, dann riet dat uit en schmied dat weg. Dat is beter, wenn du een Port van Körper verlässt, als wenn die ganze Körper in der Hall geschmeten wordt. So dat Port, wat allemaal dat is, wat die gaat in singen maken, dat rieten en dat wegrieten en dan wegschmieden. En ik dacht, vielleicht ist das bloß, sind das die Gadgets, was wir haben, Phones oder Computers, was immer. Wenn das erst von uns merkt singen, dann dort von uns wegrieten. Das später, wenn wir das nicht haben. Ich weiß, du hast viel Sehungen, was wir können haben, was wir kriegen ut. Aber ich kann auch viel Schulden mit sein. Du noch was wieder mit den Gadgets tun. Und wir müssen uns lernen zu kontrollieren, was wir tun mit dort.
Römer 13, Vers 14 sagt, lot den Herrn Jesus Christus ganz die Kontrolle über jünd haben. Lot den Herrn Jesus Christus ganz Kontrolle über jünd haben. Und seht nicht nur eine Gelegenheit, das Fleisch den Willen zu loten. Weil wenn wir das Fleisch die Gelegenheit geben, den Willen geben, das Fleisch zu loten, die Lasten, was die nur Lasten dat, dann wollen wir fallen. So, ich würde wirklich sagen, wenn Gott die gesehen hat mit einer Frau, dann sieht er treu in Jefjünd einer den anderen, in Leifjünd einer den anderen, sie treu einer den anderen. Weil wir haben kein Verreich, wir haben keine Freiheit anzuloten von den Feind Bängen, das er wohl wollen haben, dass wir sollen unsere Frühes oder unsere Ehepartner antreu sein. Besonders nur andere Frühmenschen oder andere Männer gehen checken, was nicht ans Gehirn tun. Das ist ganz gegen Gott. Das ist nicht, wir haben keine Freiheit dafür. Gott hat uns gesehen mit einem mit den anderen. Und er sagt, das ist, was so anzultaurig und was genug ist. Wie kann uns untereinander verfallen, tun als wir ein Verlangen haben, als wir uns fehlen. 1. Korinther 7, Vers 3 sagt, dem Mann soll der Früh dort geben, was sie in Recht haben zu kriegen. Und Jud so auch der Früh den Mann. So wird wir gehören einer den anderen. Und wir sollen uns einer den anderen dort geben, wo uns noch fehlen wird. Und dann sagt er sogar, der Früh der Körper gehört nicht bloß aber auch der Mann. Und Jud so gehört den Mann sein Körper nicht bloß aber auch seine Früh. So wird ihr, wenn Gott uns gesehen hat mit der Ehe, mit einem Mann oder mit einer Frau, er hat uns gegeben, uns zu haben, einer für den anderen. Aber das nicht wieder dort gehen. Wir gehören nicht bloß uns selbst, aber ich gehöre meine Frau und meine Frau gehört mir. So wir sind ein Fleisch geworden. Wir gehören einer den anderen. Und das ist wirklich ein Segen. Wenn Gott die gesehen hat mit dort, das ist ein Segen. Und ich habe Gott danken dafür. Sprecher 18, Vers 22 sagt, wer in Früh fängt was Gutes, und ist vom Herrn gesegnet. Und ich glaube, wenn wir unter sein, ich so würde mit der Frühes gehen. Wenn der Frühes in Mond haben, was ein Trü ist, das ist auch ein Segen. Und da hat auch was Gutes gefangen. Hier Sprecher sagt, wer in der Früh fängt was Gutes. Sei er wertvoller. Aber zu guter Letzt, wir sollen uns untereinander treu bleiben. Wir sollen uns einer den anderen vertrauen können. Weil der Feind wird gern sein, wenn er keine Uneinigkeit in eine Ehepaar anbringt. Und der das auch vielmal. Da kommt Unfrieden in der Ehe hinein. Willst der kann der Ehe nicht leiden. Weil der Feind kann die Ehe nicht leiden. Der kann der schlecht leiden, der will der verdorben. Der will dienen in meine Ehe verdorben. Der kann der nicht leiden. Das ist, warum so viel Streit und Zank in der Ehe leben kommt. Was tun wir, wenn du Uneinigkeit in unserem Leben kommt? Was tun wir allgemein? Gehen wir uns bis zum Stich und probieren durch von zu reden, bleiben uns vielleicht lang da. Vielleicht, wenn ich mit dem Eng von den Tag kommt, wir gehen vielleicht schlupen, wir gehen vielleicht in das Leiden uns in das Salgebad durch, aber wir drehen uns vielleicht in den Regen einer den anderen und es dort schlupen an. Rein da und uneinig. Ich glaube, vielmals passiert das dort und ich kann nicht erfahren reden von mir. Einmal krieg, was meine Mutter, was meine Frau sehr oiden da. Und krieg, da probiere ich auch anzudauen. Nicht mit Art zu vertalen, wenn wir uns einer nicht wären, ich will bestellen, ich bleibe bestellen, ich wollte euch von reden. Sie wollte von reden, aber ich wollte euch von reden. Ich sage, no, das gibt es nicht Streit auf. Und ich dachte euch wirklich, dass ich will Frieden haben. Ich dachte, ich will erproben, was anzudauen. Weil ja dort wie der Feind, was der in mir schaffen hat. Wofür und da ist es dort nicht. Und gehen vielleicht uneinig schlupen.
Epheser 4, Vers 26 sagt, wenn die euren, dann sorgt so, dass die durch euer nicht versündigen. Und vereinigt euer der Sonne ungejet. So, wenn wir eins was zwischen uns haben, das kann nicht bloß in der Euheit sein, das kann durchwach sein in manchen Menschen, wenn sie sich uneinig sind. Das sagt hier, Paulus sagt der Epheser, die sollen, wenn sie sich uneinig sind, euer Tag durch hast, euer der Sonne ungejet, sollte all Frieden gebracht werden. Sollen sich vereinigt werden. Aber der Feind der Welt geht, der will sein, dass er uns kann Dahl holen, einer gegen den anderen holen und uns proben zu verdorben. Und das wird den Feind sein Plan ist. Die Bibel, die den Feind vergleichen mit einem Stehler, was der Prof zu stehlen. Und der Feind, der Prof unsere Einigkeit weich zu stehlen. Dass wir uns nicht einigen können, einer den anderen. Er will das proben weich zu stehlen. Und das sagt in Johannes 10, Vers 10, ein Stehler kämpft bloß, zu stehlen und zu schlachten, das zu verdorben. Und sagt in den Grund zu bringen. Und das, was er will tun, er will unsere eigene Proben zu Grund zu bringen. Und da ist sehr mächtig da. Wie kann das viel sein? Das passiert viel in viele Familien, in euer Leben. Du hast viel verdorben werden, willst du loten den Feind geben, den Feind der Macht dort zu tun. Ich habe gelesen, dass der Feind der ist da, der ist Raum. Nur 1. Petrus 4, Vers 8 sagt, sieht durchgedacht und wacker. Wir sollen wirklich aufmerksam sein, checken, was der Feind probt zu tun. Dass wir wacker sind und durchgedacht sind und checken, was der Feind im Sinn hat. Wenn wir unsere eigenen Partner anchecken, dann, wenn der Einigkeit manchmal kommt, dann können wir nicht checken, sein, ist das von dem Feind? Und ich habe gesagt, hier ist der Feind, was er macht an. Er probt, was er wird verdorben. Dann sollen wir durchgedacht sein und wacker sein, abpassen, was der probt zu tun und an die jeden stehen. Sagt der böse Feind schlägt sich Raum aus dem brallenden Leib und sägt nur wem, den er verrieten kann. So dass ich habe sein, was sein Plan ist. Er sägt nur wem. Und dann, wo immer wem du was fängt, wo der was wem fängen kann, wem du was kann verrieten. Ich höre ein paar Weg 3 mit einer starke Botschaft von was den Feind sein Plan wird, was er deuten, so wieder. Und das Redner, viele Menschen, die sagen, der Feind, was die vergleicht, ist ein Leben. So, und die sagen, eins zu sagen, der Leben, der hat keine Themen. Das Leben, das ist der Feind. Weil Gott hat, Jesus hat den all gewonnen, so den sind die Themen wahrgenommen worden. Und er sagt, das ist rein ganz arg. Der Feind, der hat große, scharfe Themen noch. Der hat große, scharfe Themen, der kann viel verdorben anrichten. Und der kann viel verrieten. Wann, oder als ein Wann, weißt du, wann wir in unsere eigene Kraft gehen, den gehen dann. Ich will bloß die Bedingungen gleich dort tun. Wann wir in unsere eigene Kraft gehen. Dann wollen wir nicht sichern gegen den Feind. Es war nicht so wie, dann würden wir nicht in der Bibel haben, wo das viel von geschrieben wird von den Kampf, wo wir bein sind. In Epheser 6, Vers 12 wird sein, dass wir haben nicht nur gegen Fleisch und Blut zu kämpfen, aber gegen Gewalt, die beise Geister. Das sagt Gewalt, was ist Gewalt? Das ist eine Macht. Gewalt, die beise Geister von der Himmelswelten und mit Gewalten und Herrschaften von dem Düsteren, der über diese Welt herrschen tun. Du kannst hier, weißt du, du hast eine Macht. Der hat eine Macht noch viel Schulden unterrichten. Und wenn wir uns wählen und in unsere eigene Kraft gehen zu gehen, wir wollen uns verführen, wir wollen uns anschmieren. Du weißt, wir brauchen Gott. Wir brauchen Jesus Christus in der Kraft, den Heiligen Geist in uns, den Lohn in uns wirken, dass wir können sichern gegen diese böse Gewalten. In der Bibel, da haben uns auch Gewehren gegeben, wo wir von lesen können, was wir können haben, gegen diesen Feind zu kämpfen. Ich dachte an eine Geschichte, eine Apostelgeschichte 19, wo wir können von lesen, von diesen sieben Juden, wo der Paulus beobachten, den Apostel Paulus beobachten, wo er bei sich erst ausgetrieben haben, sie wieder, und die möchten, dass er Jesus die Namen gebrochen haben, die bei sich erst ausgetrieben. So, und sie wollen das auch tun. Sie gingen auch, und da wird einer, was wird besäten von den Heiligen, von den Weisen Geist,
Und sie wollen ihn uitdrijven und sie brauchten auch zijn Namen. Aber in Wirklichkeit denken sie dort uit zijn ene Kraft. Wie kann das sein? Er sagt, das wären 7 Sehens von einem hohen Priester. So wir ein hohen Priester sind 7 Sehens von der Deuten. Und als er das proben zu tun, in Apostelgeschichte 19, Vers 15, sagt er, der bei sich jetzt sieht an, Jesus kann ich, und ich weiß, was Paulus ist. Aber wer sei je? Wer sei je? Er weiß das, sei kommen eine Kraft. Dann sagt er, und der Mensch, in dem der bei sich jetzt wir, sprung ab und nahm am Glück. Er sprung ab an und nahm und kreeg an alle Unja, zodat die naaktig und bloederig uit dem Huis sich davon brachten. So das kann sein, dass sie in der ene Kraft und sie hat nicht die Macht, was empfehlen deed. Und wird verraten und sie ran bloederig davon. Weet je, das ist ein buitengewoonlijke Kampf, wo wir mit kämpfen tun. Die in die Welt bei sich erst da, sagt Paulus hier. Deswegen habe ich das geschehen, was Gott uns hat reingemerkt zum Kämpfen. 1. Korinther 10, Vers 4 sagt, 1. Korinther 10, Vers 4, dass die Bereitschaft, dass wir zum Kämpfen brücken, weißt du, wie brücken das? Stammt nicht von dieser Welt, das stammt von Gott. Und deswegen hat dort eine Gotteskraft. Deswegen hat er eine Gotteskraft in sich. Dort kann jährliche Denken dort vornehmen und was sei fast ist, zu nichts merken. Und ich lege das in der nächsten Vers hier, wo das sein wird. Mit dort, was Gott uns zum Kämpfen bereitstellt, merken wir alle Gedanken zu nichts. Und alles, was hoch und fromm uitlaat, über uns hindert. Gott immer wieder kennenzulernen. Wir nehmen alle Gedanken vor, dass die Christus gehorchen müssen. Weil wir haben die Kraft, die Gedanken vorzunehmen, dass wir an Christus gehorchen. Die beiden Gedanken, die finden wir in uns bringen, planten, was wir sollen in uns Leben bringen. Wir haben die Kraft, die Gedanken vorzunehmen. Aber mit der Gereitschaft, was er uns geben wird, nicht mit uns eine Gereitschaft. Wenn du Jesus Christus kennst, dann hast du diese Kraft auch für dich. Der erste Hand für dich zu brücken, gegen den Feind zu kämpfen. Aber wir müssen Jesus Christus haben aus uns persönlichen Heiland, dass wir den Heiligen Geist in uns haben, dass wir die Kraft in uns haben. Kolosser 2, Vers 15 sagt, heilhafte Gewalten in jester Herrschaften ihre Kraft wahrgenommen. Hij mögt an zu einen Abseinen für alle Menschen und lehrt an Bach als Festgenommene. So Jesus Christus hat gewonnen gegen den Feind, gegen diese Macht, gegen diese Kraft. Und warum das er dort? Dass wir können sich haben. Kijk mal 2. Korinther 2, Vers 11, sagt, das ist, dass Satan uns nicht in seine Macht kriegt, weil wir weiten Gott, was der Satan in seiner Haft. Nu gaat zijn woord nooit hebben zijn, wat de in zijn heeft, wat zijn plan is. Twee te redden, te stelen en te verdorven. Besonders dat familieleven. Weet je, wie als mannen besonders zijn ongesteld ons heim te leiden, te beschützen, te bewahren. En onze kinderen die ons met gezien hebben, abtrekken naar den Herrn, für den Herrn. Ich denke besonders an uns als Männer, weil wir haben eine große Verantwortung. Das ist ein sehr großer Segen, Kinder zu haben, eine Familie zu haben, über die Abgabe, die wir haben als Väter. Wir sind schuldig, unsere Familie zu beschützen. Wenn wir nicht wollen, der Feind ist Reit und Willens, wenn wir wollen, ein kleines bisschen wo der uploten, da steigt er seine Hand an und wenn möglich kommt er ganz nah. Wenn wir wollen irgendwo den wir Raum geben. Das ist eine große Verantwortung, die wir als Männer haben. Als Väter, als Lehrer im Haus. In der Epheser 6, Vers 4 sagt er, und die Futters, verzerrt deine Kinder nicht,
tragt die christlich ab und dort die in christlichen Sinn tragwiesen. In christlichen Sinn tragwiesen. Und das wir lesen dann noch, und wie soll noch an das frühes Leben, das Christus der Gemeinde leben leid. Ut Leib soll wir das tun, mit Leib an das frühes Leben in der beschützen, in uns Leben handgeben für Ernt. Nicht probieren unsere eigenen Partner Schulden anzudauen, sondern dort wir die so können andauen mit unseren Worten oder unseren Wert oder was immer das muss sein. So mein Verlangen ist, dass wir wirklich streben in kämpfen gegen den Feind mit der Bereitschaft, was Gott uns gegeben hat, dann den jeden kämpfen. Dass wir das annehmen. Und wenn wir das nicht haben, ich würde uns tauschen. Wenn wir nicht Jesus Christus haben als unser persönlicher Heiland, dass wir die Kraft nicht in uns haben, dass wir sicher merken, dass wir das auch da haben. Weil wenn Gott gesehen hat mit der Familie, der braucht das verdorben. Und wie kann das sein, von der und auch? Alle Wege, wo wir kicken da, Familien waren, das sind Divorces und was immer das ist. Und eins zu sagen, das Ehebreken, das ist meist so grob in die Kirche, als das wieder die Kirche ist. Und das war's immer da lang, immer mehr passiert dort. Manche Kirchen in die Kirche. So wir haben hoch gesagt, zu sorgen für unsere Familie. Ich weiß, morgen früh, da haben beide Verantwortung, einer den anderen zu leben in Einigkeit. Aber wir als Männer besonders, ich glaube, wir haben die letzte Verantwortung. So mein Gebet ist, dass wir wirklich wollen, uns proben zu leben und beschützen willst. Gott hat uns gesehen mit der Familie. Das ist ein Segen von Arm. Und der Feind weiter, das ist ein Segen und er will alle proben zu verdorben. Wir werden am Schluss noch zu beten. Gott, himmlischer Vater, wir kommen am Schluss fertig noch einmal von der Samarias. Und wir danken dir, Gott, dass du hast uns gesegnet mit Familien. Danke dir, dass du hast uns mit unserer Familie gesegnet, auch dass du hast das Sicherheit mit vielen Familien gesegnet. Und wir sehen auch nur den Wort, wo die Familien in der Ehe leben, in der vorsteht. Wir wollen der Feind, der jetzt Raum ist, im Brauchen der Leben probt, zu verrieten, was er kann. Und ich bete, Herr, dass wir wirklich dat Bereitschaft brücken, was wir anbieten, das für uns zu brücken, dass wir kämpfen in sich an gegen den Feind, dass wir möchten wirklich unsere Familie kann abtragen, unsere Kinder kann abtragen, und den Wahl nur, und dass wir als Ehepaar, dass wir als Vater und Mutter kann ein Vorbild sind für unsere Familie, dass wir möchten ein Segen sind, wem immer wir mit kommen, hier in die Kirche, oder wieder in die Kirche, oder wo immer das muss sein, dass unsere Familie wird wachsen und teilnehmen, und besonders in Live einer zu den anderen, dass wir wollen ein Verlangen haben, uns einer den anderen treu zu bleiben und zu leben, solange als wir uns das Leben schenken. In dem Namen beten wir mit Danksagung. Amen.